Ja, heute Morgen habe ich tatsächlich ein paar Leute gesehen, die ich gefühlt ein Jahr lang nicht mehr gesehen habe. Schön sind ihr da, aber schön sind ihr auch die Heime und in unseren anderen Locations. Und ich bin voll Zuversicht, es kommt die Zeit, wo wir wieder mehr Leute können in der Parkarena richtig zusammen feiern können. Können wir jetzt schon, aber auf eine andere Art. Und aber auch die Heime mit dabei sein. In den letzten Wochen sind ein paar Fragen in mir aufgetaucht, losgelöst von der heutigen Predigt. Und ich habe mich aus diesen Fragen heraus stark mit dem Heiligen Geist befasst. Und ein Teil von dem, was mich beschäftigt hat, möchte ich mit euch teilen. Es geht wirklich nur ein Teil. Ich möchte euch zeigen oder erklären, was für Antworten ich auf meine Fragen bekommen habe. Und auch meine Sehnsucht heute Morgen mit euch teilen. Aber zuerst möchte ich den Geist Gottes einladen. Heiliger Geist, ich lade dich ein heute Morgen. Ich lade dich ein, dass die Stuben die Hause, wo auch wir die Leute sind, hier in der Parkarena, im -2, im Müllisaal, im Town-Village-Saal, dass du gegenwärtig bist. Der Heilige Geist, dass du zu uns redest. Und alle Hindernisse uns hinein überwindest. Amen. Ich fange ganz am Anfang an, und zwar dort, wo wir schon bei der Einleitung den Text gehört haben. Wir haben den gleichen Text rausgesucht, nicht gewusst voneinander. Johannes 14, 15 bis 17, wo Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer oder man kann auch sagen Beistand, Fürsprecher, Begleiter geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er, der Vater, wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Jesus verspricht da seinen Nachfolger, dass wenn er zurückgeht zum Vater in der Himmelfahrt, dass er dann den Vater wird bitten, dass er einen anderen Beistand schickt, seinen Nachfolger. Ein Beistand, wo eben der Name Parakletos oder Begleiter oder Fürsprecher, es gibt ganz verschiedene Eigenschaften für den Heiligen Geist. Der Geist Gottes wird schicken, wo dann aber bleibt, wo nicht mehr geht, wie Christus gegangen ist. Wir feiern Pfingsten an dem Tag, wo nach der Himmelfahrt die ersten Jesus-Nachfolger sich versammelt haben an dem Pfingstfest, dem jüdischen Pfingstfest Shavuot, wo jetzt vor einer Woche war. Shavuot haben sich versammelt und ganz viele Leute sind in Jerusalem gewesen. Und an dem Shavuot-Fest ist der Heilige Geist ausgegossen worden vom Vater im Himmel. Die Frage ist jetzt ja, wo ist er denn vorher gewesen? Hat es ihn dann vorher nicht gegeben, bevor er ausgegossen worden ist? Doch. Aber der Unterschied vom Ersten Testament, man sagt das Alte Testament, das ist für mich abwürdigend alt, vom Ersten Testament zu nach Pfingsten ist, dass der Heilige Geist in der Zeit vom Ersten Testament für einzelne Aufgaben auf einzelne Menschen gekommen ist. Und im Neuen Testament oder nach Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen ist in all die Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Ich rechne seit Jahrzehnten mit dem Heiligen Geist. Ich habe ihn erlebt. Ich habe sein Reden gehört. Ich habe sein Wirken gesehen. Denn ohne ihn wäre die Parkarena nie entstanden. Ohne ihn wäre GVC nicht dort, wo sie wäre. Ohne den Heiligen Geist wäre die Quellenhof-Stiftung nicht entstanden und durch all die Schwierigkeiten durch, die wir hinter uns haben in diesen 30 Jahren, durch das Meer durchpflügt, durch die Wellen. Es ist nicht der Johannes Wirth, versteht ihr das? Ich habe ja nicht einmal 9 Jahre Schule ausgehalten. Ich habe ja gar nicht eine richtige Ausbildung. Briefträger, oder? Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt.
durfte die AHV bringen den Menschen. Ich habe 2 Franken Trinkgeld bekommen. Verstehen Sie, das alles ist entstanden durch das Reden vom Heiligen Geist, durch das Beauftragen vom Heiligen Geist, durch das Wirken vom Heiligen Geist. Und Menschen, die fehlerhaft sind, Menschen, die begrenzt sind wie ich, haben das Reden gehört und haben es gewagt, Ja zu sagen und in die Pläne von Gott einzusteppen. Mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und das, was sie gehört haben, in Existenz zu bringen. Mein nächster Titel heisst Irritationen und Enttäuschungen. Vor 4 Wochen wäre ich nicht in der Lage gewesen, eine ehrliche Predigt, so richtig aus dem Erlebten zum Heiligen Geist da zu halten. Warum? Weil Irritationen und Enttäuschungen mich auch ein paar Schritte weggebracht haben von dieser engeren Beziehung mit dem Heiligen Geist, von dem engeren Unterwegssein mit ihm. Erstens Irritationen, Enttäuschungen durch das Versagen von Menschen, die den Heiligen Geist haben. Stolpern, jämmerliche Fehltritte, Enttäuschungen über geistliche Leiterinnen und vor allem über geistliche Leiter, die gestrauchelt sind, die versagt haben, wo ich ihnen so vertraut habe. Wenn ich so grosse Stücke gehalten habe von ihnen, wo ich all ihre Bücher studiert habe. Und plötzlich sind sie weg vom Fenster gewesen. Aber auch Irritationen, Enttäuschungen von ganzen christlichen Leitungsgremien, die unter dem Titel «Der Heilige Geist hat uns geführt», sich auseinander dividiert haben, Lampen bekommen haben, Lehrstreitigkeiten. Ich bin ja schliesslich jetzt schon über 40 Jahre in dem christlichen Business. Aber auch in Gleisungen, Versagen von Jesus-Nachfolger, von allen Couleurs. Kann sein, habe ich mich gefragt, und die Frage ist immer drängender geworden, dass Menschen, die den Heiligen Geist haben, so lieblos auch werden unter Umständen. Dass sie teilweise auch bodenlos enttäuschen können. Dass die Menschen, die den Heiligen Geist haben, weil sie Ja gesagt haben zu Jesus, mitunter viele falsche Wege nehmen in ihrem Leben. Und ich dort stehe, mich gefragt habe, um Himmels Willen, wie kann das sein? Menschen, die vom übernatürlichen Leben geredet haben und ich das übernatürliche Leben teilweise wenig gesehen habe. Das war meine erste Irritation und Enttäuschung, die sich so ein bisschen aufgesammelt hat in mir. Die zweite Irritation war die, dass ich viele Menschen erlebt habe, die zu diesen «Come Holy Spirit» Anlässen und Events gegangen sind, wie ich teilweise auch. Sie haben sich mit hohen Erwartungen ausgestreckt, einzutauchen in eine Berührung mit dem Heiligen Geist. Und es hat sie gegeben, die speziellen Berührungen. Ich habe selber da und dort so eine erlebt. Die Berührungen, die Begegnungen mit dem Heiligen Geist. Und doch sind sie nicht die Regel gewesen. Bis heute nicht. Die Begegnungen haben durch das Anheizen von Emotionen, so Veranstaltungen mit 5000 und mehr Leuten, nicht mehr können sein, teilweise, als eben Emotionen. Und so habe ich zu viele Menschen erlebt, die heimgekommen sind, voll geflasht, und am Montag, Dienstag alles wieder vorbei war. Ich habe aber auch, und das hat mir viel mehr wehgetan, Menschen erlebt, die Veranstaltungen gekommen sind und enttäuscht gesagt haben, bei mir funktioniert das nicht mit dem Geist Gottes. Ich habe aber Mühe gegeben,
Ich habe es versucht. Vergesse nie mehr die Frau, sie ist da in der Abtreppung gesessen. Einen Gottesdienst gehabt, in Gottes Gegenwart. Und sie ist nachher stehen geblieben. Eine einfache Frau, die sonst schon nicht überquillt von Selbstwert. Und hat mir gesagt, Johannes, bei mir hat es heute schon einmal wieder nicht funktioniert. Und sie hat mich ganz traurig angeschaut. Ich sage euch eins, ich vergesse diesen Blick nie mehr in meinem Leben. Nie mehr. Nie mehr. Das hat mich, was ich euch jetzt hier dargelegt habe, kennen die vielleicht gar nicht. Aber vielleicht kennen das auch und sehen euch da und dort wieder. Es hat mich ein paar Schritte von dem alltäglichen Rechnen mit dem Geist Gottes und meiner Begeisterung und meiner Sehnsucht ein paar Schritte weggebracht. Ich bin nicht so recht schlag gekommen mit diesen Fragen. Auch wenn ich die Antwort intellektuell gewusst hätte. Es geht ja manchmal so, dass wir Sachen intellektuell wissen, aber manchmal können wir mit der Antwort nicht schlagen. Was war mein Weg in der letzten Woche? Wie wirkt denn der Heilige Geist? Was macht er? Was macht er nicht? Oder was macht er eher nicht? Ich habe in diesen 3 Wochen, als ich vor war mit meiner Frau, habe ich die Bücher Samuel und die Könige gelesen. Und im ersten Buch Samuel, Kapitel 10, bin ich auf die Stelle gestoßen, wo der Prophet Samuel den Saul zum König gesalbt hat. Und plötzlich hat es mich wie gepackt. Der Samuel, der Prophet, der den Saul zum König gesalbt hat, hat nämlich eine Ansage gemacht. 1. Samuel 10,6. Er hat gesagt, und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen, mit den Prophetenschülern, wo wir sind, in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Also der Samuel hat gesagt, wenn der Heilige Geist über dich kommt, wirst du ein anderer Mensch werden, Saul. Aber der Geist Gottes macht etwas Neues, etwas anderes in uns hinein. Und genau so ist es passiert. 3 Vers später, Kapitel 10, 9, heißt es, und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Er hat den Geist Gottes gegeben, da ist das Wort ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen ein. Ich habe mir überlegt, der Geist Gottes erfüllt den Saul. Und wir erleben den Saul in den nächsten Monaten in der Bibel, wie er Schlachten geschlagen hat, wie er Weisheit gehabt hat, wie er Mut gehabt hat, wie er demütig war, ein gewaltiger Mann. Und dann erleben wir es im Fall. Ein Fall, der tiefer nicht mehr geht, bis zur Hexe, zur Wahrsagerin und nachher bis zum Suizid. Und ich habe mich gefragt, wie kann das zusammengehen? Ein anderes Herz, der Heilige Geist und dann peng weg vom Fenster, der tiefste Fall. Geht das? Das hat mich weitergeführt in dem Buch Samuel zum David, wo der Saul nicht mehr König sein konnte, wo Gott verworfen worden ist, hat der Samuel einen neuen König suchen. Das war der David. Und wir lesen im 1. Samuel 16,13, da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn, der David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Der David also ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Und dann erleben wir ihn über 30 Jahre. Ist ja noch ein paar Jahre gegangen, bis er König geworden ist. Nachher war 30 Jahre König gewesen. Wir erleben, wie der Mann gewaltige Entscheid gefällt hat. Wie der Mann Gott geliebt hat von ganzem Herzen. Und wir erleben, wie der Mann Psalmen geschrieben hat, voll mit prophetischen Worten und wo gelten bis zum heutigen Tag prophetische Worte, tröstende Worte, herausfordernde Worte. Und wir erleben dann aber auch, in seinen tiefsten Krisen,
in seinen Debts, in seinen Lebensbrüchen inne. Und ich habe mich gefragt, wie kann das zusammengehen? Wie wirkt der Heilige Geist? Er redet zu uns Menschen. Er gibt Mut und Kraft, sehen wir in diesen 2 Leben. Ja, er befähigt Menschen zu erkennen, was Gott aus ihrem Leben machen will. Was Gott in verschiedenen Lebensbereichen aus diesen Menschen wachsen lassen, aus dir und mir auch. Aber was tut der Heilige Geist nicht? Er macht aus Menschen keine perfekte Marionette. Der Heilige Geist wirkt. Aber wir Menschen haben immer noch den freien Willen. Und wir bleiben immer noch fehlerhafte Menschen. Wir sind jederzeit frei, auf die sanfte Stimme, das Säuseln, wie die Bibel sagt, vom Heiligen Geist zu hören oder auf alle Stimmen vom Zeitgeist, vom Geld, von weiss ich was alles. Wir sind jederzeit frei, auch wenn wir den Heiligen Geist haben. Habe ich aus der Schrift gesehen und aus dem Leben von uns Menschen. Entweder uns vom Heiligen Geist verändern zu lassen oder unser Ego zu füttern und auszuspielen. Mein nächster Titel heisst «Versöhnt». Durch das eben beschriebene Bibelstudium hat mir der Heilige Geist Klarheit gegeben. Es hat mich mit dem Umstand versöhnt, dass er in schwachen Gefäßen, in fehlerhaften Gefäßen, in fehlerhaften Menschen, in schwierigen Menschen Wohnung nimmt. Dass man den Heiligen Geist hat, ist keine Auszeichnung für bewährtes, langwieriges, langlebiges, tolles Christsein. Sondern jeder, der sich umkehrt zu Christus, kommt der Heilige Geist über. Und das irritiert uns manchmal. So wie ich einer bin, so ist der Heilige Geist. Genauso wie ein fehlerhaftes Volk Israel ausgesucht hat und es viel bessere Völker gegeben hat. So schenkt Gott den Heiligen Geist von Menschen, wo wir es nicht denken würden. Ich habe mich in der Vorbereitung an eine Frau erinnert, unserer Kirche. Sie ist dermaßen stark gebraucht worden vom Heiligen Geist. Sie hat ein paar wegweisende Prophetien für unsere Kirche gegeben, die eingetroffen sind. Aber nicht ganz einfach als Mensch. Nach all diesen Gedanken hatte ich eine sonderbare Begegnung gehabt. Vor etwa 1,5 Wochen. Sie heisst «Die Taube». Um einen Spaziergang bin ich dieser Taube begegnet. Nicht nur dieser, sondern ganz Schwarm von Tauben. Aber es war die einzige Weiss. Und als ich näher gekommen bin, sind alle Tauben davon geflogen, außer die eine, die Weisse. Sie ist einfach geblieben. Sie ist nicht nur geblieben, sie ist auf mich zugetapperlet. Ich weiss nicht, wie man dem sagen kann, wenn eine Taube kommt. Nicht bis dahin, aber extrem nahe, wo die anderen schon lange fort sind. Und es hat mich gedunkt, dass der Geist Gottes durch die Taube zu mir reden über sein Wesen. Die weisse Taube ist in dem Moment für mich gestanden für Feinheit, für sich nicht aufdrängen, aber doch da sein und Zutraulichkeit. Die Taube ist für mich gestanden, wie für viele andere auch, für Treue, für Reinheit, für Freiheit und für Frieden. Und so ist der Heilige Geist, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern und liebe Menschen, die mit Gott noch nicht unterwegs sind. Er ist fein, er drängt sich nicht auf, aber er ist da. Er ist zutraulich. Er ist treu. Er ist rein. Und er bringt dort, wo Menschen ihn wirken lassen, Freiheit, innere und äußere. Frieden, innere und äußere mit sich. So wie die Taube, denke ich, der Geist Gottes durch das Tierli zu mir geredet hat. Die Erkenntnis aus der Schrift,
von fehlerhaften Menschen wie Saul und David und vom Simson habe ich gar noch nicht geredet. Zusammen mit dem Bild von dieser Taube hat mich enorm versöhnt. Es hat in mein Leben auch eine grosse Sehnsucht gegeben, wieder viel mehr mit dem Geist Gottes zu reden und mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein. Versöhnt mit dem Gedanken, dass Menschen, die den Heiligen Geist haben, könnten neben sein, können versagen und weiss ich was alles. Ich will den Geist Gottes nicht mehr an dem messen, was ich an Menschen sehe, sondern an dem, was Jesus sagt. Ich habe in der letzten Woche jeden Tag Johannes Evangelium Kapitel 14 bis 16 gelesen und auf mich wirken lassen und durchgebetet. Ich habe einen neuen Hunger bekommen zu dem Heiligen Geist, zum Geist Gottes mit ihm unterwegs zu sein. Verstehst du? Ich hätte viel zu sagen aus diesen Kapiteln aus und aus der ganzen Schrift, die ich durchforscht habe, nach dem Wirken vom Heiligen Geist. Ich möchte nur noch etwas machen zum Schluss. Und der Titel heisst Haus ausfüllen. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18 heisst, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ich habe ein Haus mitgebracht, respektive der Sevi Hoin hat es gezeichnet. Ist schon da? Nein, aber jetzt kommt es dann vielleicht. Unser Lebenshaus hat verschiedene Zimmer, wie das Haus zu Hause auch. Und ich möchte dich fragen, wo der Heilige Geist darf rein und in welchen Lebensräumen, welchen Zimmern mit ihm rechnest. Zuerst, was macht denn der Heilige Geist, wenn du ihn einlässt in verschiedene Zimmer? Erstens, er zeigt dir auf, wo Schmutz ist, wo es aufzuräumen gibt. Er ermutigt dich in dem Lebensbereich, wo du ihn einlässt. Er tröstet, er begleitet, er gibt dir Ideen, er tut Begabungen freisetzen, er tut Gottes Plan über dein Leben freisetzen. Meine Frage ist, wo lässt du ihn wohnen? Und jetzt kommt, glaube ich, das Haus nicht, dann machen wir es halt ohne. Jetzt kommt es doch. Für die kommt es, da nicht. Wo lässt du den Heiligen Geist wohnen? Die einen lassen den Heiligen Geist im Keller wohnen. Und das ist auch wichtig, im Keller unten. Denn im Keller unten hat es meistens noch ein bisschen Unrat. Der Mac Gremlich hat heute Morgen gesagt, im Keller unten ist vielleicht auch der Kohlekeller. Aber die einen lassen den Heiligen Geist im Keller unten so ein bisschen auf der Seite wohnen. Aber der Heilige Geist möchte auch ins Wohnzimmer. Er möchte ins Wohnzimmer reinkommen. Das Wohnzimmer steht für das ganz gewöhnliche Alltagsleben bei dir. Aber der Heilige Geist möchte noch weiter, er möchte ins Gästezimmer. Gästezimmer steht für deine Beziehungen zu aussenstehenden Menschen, zu Nachbarn, zu Non-Christen, Non-Jesus-Nachfolgern. Der Heilige Geist möchte auch in dein Kinderzimmer. Deine Beziehungen zu deinen Kindern, in deine Erziehungsfragen, deine Prioritäten, die du deinen Kindern weitergibst. Der Heilige Geist möchte auch in dein Schlafzimmer rein, deine Ehe, dein Single-Leben, in deine Sexualität. Auch dort möchte der Heilige Geist präsent sein. Der Heilige Geist möchte auch in das Arbeitszimmer von dir, in deine Arbeitswelt hinein. Der Heilige Geist möchte, dass du ihm Türen aufmachst in seinem Leben, dass das ganze Leben von dir durchdrungen sein kann. Dass er überall dir zeigen darf, was es zu aufräumen gibt. Dass er dich überall inspirieren kann. Dass er in jedem Zimmer von deinem Lebenshaus kann dich ermutigen und dir Gottes Pläne und Gedanken sagen über dein Leben. Ich möchte dich fragen, wo der Heilige Geist Einfluss hat in deinem Leben. Lebt er im Keller? Ist schon mal gut. Warum lebt er im Keller? Vielleicht bist du auch ein bisschen irritiert. Vielleicht hast du auch Enttäuschungen erlebt.
Und die Enttäuschungen haben dich dazu gebracht, dass du den Heiligen Geist auf die Seite geschoben hast. Vielleicht hast du aber auch Räume in deinem Leben, wo du gar nicht willst, dass der Heilige Geist Zugang hat. Vielleicht hast du einfach vergessen und im Keller runterlassen und die anderen Türen gar nicht auftun. Heute ist der Tag, Irritationen und Enttäuschungen zu überwinden. Heute ist der Tag, zum Geist Gottes zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte meine Türen auftun zu den verschiedenen Zimmern von meinem Lebenshaus. Ich möchte, dass du in Zimmer um Zimmer reinkommst. Und ich möchte da, wo ich dich links liegen lassen habe, da, wo ich dich aus der Enttäuschung raus in den Keller abgesperrt habe, möchte ich dich einladen. Heiliger Geist, ich will wieder Sehnsucht haben nach dem Wirken. Freunde, es geht nicht ohne. Christlicher Glaube ohne den Geist Gottes ist leer, entleert. Heiliger Geist, wir wollen deine feine Stimme hören. Das Sensible, das Feine. Wir wollen Freiheit erleben. Wir wollen Frieden erleben. Wir wollen dich wirken lassen. Wir wollen auch Menschen loslassen, die wir über den Stab gebrochen haben. Für sie doch sagen oder auch, wieso ist es mit dem Heiligen Geist mit dir lebt. Aber wir sind so enttäuscht worden. Vielleicht gibt es auch Menschen hier innen oder in einem von unseren Locations oder am Livestream, die den Heiligen Geist gar nicht kennen. Sie sagen, ich kann ihn gar nicht. In Apostelgeschichte 2,18 steht, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alle Dienerinnen und Diener von Jesus. Oder im anderen Wort, alle, wo Jesus ihr Leben gegeben hat. Vielleicht wäre es ein Tag heute für dich, dein Leben Christus anzuvertrauen. Und zu sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Und ich will den Heiligen Geist in mein Leben hinein. Heute könnte der Tag ab Pfingsten für so vieles sein. Für viele neue Anfänge. Amen. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Eines von der Bibelwort heißt, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit von Egoismus. Freiheit von Angst. Freiheit von Abhängigkeiten. Geist Gottes, komm und wirkt in unserer Mitte. Du kannst uns berühren auch. Wir sind gemacht auch so als Menschen. Aber eben, es kann auch ganz unspektakulär sein. Heiliger Geist, meine Zimmer sind offen. Aber ich habe letzten Tag entschieden, einmal ganz weit die Türen aufzumachen und zu sagen, Geist Gottes, komm, komm, komm. Zeig mir auf, was alles nicht zu dir gehört. Zeig mir auf, was Unrat hat, was Staub hat, was tote Mäuse hat. Der Heilige Geist inspiriert mich. Die Begegnungen mit Menschen. Inspiriere mich für meine Ehe. Inspiriere Menschen in ihrem Single-Sein. Heiliger Geist, ich liebe dich.
Und vielleicht hat es eine Anzahl Menschen, die jetzt auch beten wollen und sagen, Heiliger Geist, ich liebe dich. Komm. Komm, Geist Gottes. Komm. Du wohnst auch unter dem Lobpreis, Geist Gottes. Und die nächsten Lieder, wenn wir über dich nachdenken. Und ich will nicht, dass ich einfach geredet habe über dich. Komm, du Taube. Du treue, feine, nahe Taube. Amen.